Meine Damen und Herren, wir sind heute zu Straßburg, wir hatten eine Sitzungswoche und ich wollte ein bisschen erzählen, was vielleicht die zwei wichtigsten Themen des Woche an der Plenum vom Europäischen Parlament waren. Das erste, das war eine Diskussion rund um Rumänien. Ihr wisst, dass Rumänien eine Wahl annulliert wurde, die nächste Tour der Präsidentenwahl, wird in der Form noch nicht geschieht, wenigstens kann ich mich nicht so etwas erinnern. Das ist also extrem grav, dass dezidiert wird, in der nächsten Tour der Präsidentenwahlen zu annullieren. Ich habe doch Wort geholt an der Plenum, wie dazu zu schwätzen. Und das ist eine Sucht, die hier allgemein auch bei vielen Deputierten, dass die Europäische Union immer mehr totalitäre Tendenzen entwickelt. Das ist so, dass verschiedene Leute sogar so, früher haben wir darüber gelebt, dass die Europäische Union als Freiheit schützt, dafür sind wir auch gerne Member gehen. Heute muss man uns fragen, ob man als Freiheit nicht für der Europäischen Union muss schützen. Ich will nicht, dass die Entwicklung weitergeht in der Richtung, wie wir sie gesehen. Dafür setzen wir uns auch an für Meinungsfreiheit. Und ich habe doch erreicht, am Gruppe ECR eine Arbeitsgruppe für die Meinungsfreiheit können anzurichten. Ich hoffe, dass die Arbeitsstelle nächstes Jahr so viel Erfolg feiern. Ein anderes wichtiges Sujet war der Green Deal. Als Industrien halen das nicht mehr aus. All die Reglementierung, all die Oplagen, die sie da müssen anhalen, Europa geht wirklich alltag mehr arm. Das ist ein Sujet, den ich immer ausschwätze, mit dem sich permanent verschlimmert. Wir verlieren als Leistungsfähigkeit. Deutschland wird für uns ein wichtiger Wirtschaftspartner, also schon der zweite Jahr an einer Rezession. Wir können also wirklich nicht viel machen, und wir als ECR, als europäisch konservativ, wollen einen Wechsel an der Politik, wie das auch als Wirtschaft kann ablehnen und als neue Perspektive gehen. Es sind also groß und schwere Dossiers, die im Jahresende diskutiert werden. Das soll uns aber nicht davon aufhalten, als ob die großen Feiertage zu freuen, die kommen. Und dafür will ich auch nach einmal ganz herzlich eine schöne Christoph wünschen und ein schönes neues Jahr. Bis geschwind.